Alright, ich habe mich ausgeschlafen und machen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich bin da gerade noch am Kaktusgrün machen, ihr seht dann, für was wir das werden brauchen. Mein Eisen sollte fertig sein, cool, cool. Jetzt, das macht alles Sinn da, mein Inventar. Ihr werdet es nachher sehen. Als erstes brauche ich aber noch 16 Pistons, die kann man immer brauchen. Ja, gehen wir das, nein. Ach, crap, nein. So. Gehen wir das da rein. Gut, als erstes brauchen wir unser Teil, unsere richtige Ranch, nachdem wir 2 falsche gemacht haben. Und bauen das Zeug da wieder ab. Ja, zum Glück ist es noch ein Geothermal Generator. Da habe ich schon meine Kabelwand aufgebaut. So. Gut, gut. What the fuck? Gut. Was brauchen wir noch? Als erstes habe ich den Macerator vorbereitet. Wo haben wir einen Macerator? Gut, ja. Da brauchen wir so einen Chip. Wo ist jetzt mein zweiter Refined Iron? Ah nein, ich brauche nur eins, oder? Ja, gut, gut, gut. Aus dem Chip machen wir einen besseren Chip. So. Muss ich nochmal schauen. Ja, den habe ich wählen. Machine Frame. Auch das haben wir schön vorbereitet da rein. Und ich habe es wieder verkehrt rum gemacht. Normal. So. Haben wir da 3 Dias und unseren Macerator. Messi. Bitte vergifte mich nicht. Den setze ich gerade an meine Wand her. So, der ist verbunden. Strom kommt er noch kein über, weil das Zeug läuft nicht. Jetzt weiter geht's. Wir müssen Strom haben. Gut. Für das... Ah, ich habe den falschen Dings genommen. Für das nehme ich eben gerne die andere Workbench. Aber ist jetzt gleich. Machen wir mal 16 Gears. Jetzt nehme ich den anderen. Ich brauche Stein. So. Und ich habe ein Glas zu wenig, so wie es aussieht. Ja, ist gleich. Nein, ich habe nicht ein Glas zu wenig. Stimmt, stimmt. Wir brauchen unsere Pistons. Und... Ich habe etwas falsch gemacht. Moment. Es ist schwierig, zum all das können merken. Der Sterling Engine. Ah, genau. Ja, ist cool. So. Machen wir uns mal die 8. Jetzt, was brauche ich als nächstes? Ah. Ein Refined Iron will ich noch. So. Und zwar mache ich mir gerade noch einen elektrischen Ofen. Dann können wir gerade das Zeug, wo wir jetzt den Macerator schneller öffnen. So. Machen wir da einen elektrischen, also zuerst einen Eisenofen. Und aus dem Eisenofen machen wir einen elektrischen Ofen. Perfekt. Den können wir dann auch noch upgraden, aber für das haben wir noch Zeit. Und den setze ich gerade dahin. Gut, gut, gut. Die ersten 8 machen wir, wie machen wir das am besten? Ja, komm, wir machen es einfach gerade so. Das ist noch nicht so wild, wie wir das genau aufsetzen da. Ich will einfach mal überall, dass es funktioniert. Jetzt, ja komm, wir nehmen Holz. Machen da die her. Und... Nein. Ich brauche mehr. 8 Schalter. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich da einen Redstone hermache, weil dann braucht man weniger Schalter, aber who cares.
Nein, wieso kannst du nicht anders stehen? Ah, come on. Das stört mich. Ich will nicht so Krüppelschalter. Machen wir es halt so. Jetzt die Stirling Engines. Funktionieren mit Stirling. Haha. Und ich habe gar nicht 8 Schalter gebraucht, sondern... So, es langt. Dings habe ich schon drin. Netherrack. Machen wir mal überall 6. Machen wir 8 rein. Machen wir 8 rein. Ja, da geht es, glaube ich, genau auf. So. Also es werden dann noch mehr Stirling Engines herkommen und es werden mehr... Ja, es werden einfach mehr, alles mehr. Gut. Jetzt haben wir Zeit, weil das muss zuerst Energie aufbauen. Ich zeige euch nachher, wo man das sieht. Wir nehmen das Cactus Green und es einfach weiterverarbeiten zu Pipe Waterproof. Jetzt machen wir zuerst das Eisending Waterproof, dann das Holzding Waterproof und Cobblestone Waterproof. Jetzt, jedes Rohr hat eine verschiedene Bedeutung. Die hier kann man brauchen, um etwas rauszupumpen. Und das machen wir auch gerade hierher. Wir machen es hierher, hierher und hierher. Eisen kann man brauchen, um die Richtung zu bestimmen. Jetzt weiss ich gar nicht, das ist wahrscheinlich... Ja doch, es ist schon nötig. Da eine. Da eine. Cobblestones sind einfach normale Transport. Gut. Mit dem Ranch-Ding... Das ist jetzt die andere. Ah! Sorry. Eben, jedes Gegenstand hat eine Bedeutung. Ich glaube, es ist die. Sonst renne ich dann nochmal zurück. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es die ist. Ja, mit der kann man die Richtung bestimmen. Also ich kann jetzt sagen... Oder auch nicht. So, da kann ich sagen. Also ich sehe, ich kann entweder da durchleiten und nur durch Cobblestone durch. Genau. Durch Wood kann sie nicht reinpumpen, weil die sind zum Rauspumpen. Aber ich will, dass alles führen geht, möglichst schnell. Also. Jetzt sehen wir da, ist Energie am Aufbauen. Das ist gut. Ich habe das Gefühl, der Sound ist zu laut. Ah nein, es sollte eigentlich okay sein. Ich habe Angst, dass mir das Zeug explodiert, darum mache ich einfach recht sicher da. Gut. Also. Ich melde mich sonst wieder, wenn das da losgeht. He? Bis gerade. Okay, da tut sich schon was. Die ist am Laufen, die brennt jetzt einen Block durch. Die fährt jetzt wahrscheinlich an. Je länger die Maschinen laufen, sie werden dann grün und orange. Auf orange haben sie am meisten Leitung, also da pumpen sie richtig hin und her. So ist es noch nicht ganz so stark. Aber wir sehen, das geht dann zuerst da rein. Es hat 10.000 MB Platz, ich weiß gar nicht, was MB bedeutet. Bei 12.000 fährt es glaube an, also es braucht 12.000 Energie für einen Block. So. Und dann wird das da unten durchgeleitet und wegen dieser Eisenröhre geht alles gerade führen, sonst wirst du hin und her schwäderle. So, da schauen wir rein. Ja, es sind 12.000. Die Pipes sind leider nur halb so groß. Jetzt geht das da rein und ihr seht, da produziert es schon Strom. Das heisst, der ist voll einsatzfähig und der auch. Also gehen wir doch mal Eisen rein. Wir können jetzt noch Overclocker bauen, dann würde es noch schneller gehen. Das braucht man Coolant Cells, Electronic Circuit und Copper Cable. Oder eine 60.000er Helium Coolant Cell. Oder eine 60.000er NAC Coolant Cell. Keine Ahnung, was das alles ist, ehrlich gesagt. Aber wir können jetzt draufklicken und schauen, wie man das macht. Cool. Wie man das macht, Heliumzelle und Zinn, okay. Wie macht man das? Wasser und Zinn. Okay, cool. Man kann es auch noch anders machen. Nein, kann man nicht. Man kann es nur so machen. Das ist auch recht.
2 sind vermösert worden und 2-mal haben wir Staub bekommen. Jetzt der Eisenhofen ist natürlich ein bisschen schneller und mit einem Overclocker ist er noch schneller. Und aus jedem Staub gibt es Eisen. Also wir haben unser Einkommen verdoppelt. So einfach ist es. So geil ist es. Das liebe ich auf Vitabeast. Und das Lava sprudelt munter daher. Jetzt mal schauen. Beobachtet das einmal. Ich warte jetzt da, bis er grün wird. Und dann sehen wir den Unterschied. Das geht ja ewig. Unglaublich. Es ist jetzt schon alles mit Lava gefüllt. Und ich bin da, ich komme gar nicht nah mit Brennen. Bald überflutet es alles. Zum Glück passiert es nicht, aber geht das überhaupt? Ja. Ich zeige es euch an einer anderen Maschine. He? Was auch noch ist, das füllt sich langsam mit Kreosot-Oil. Darum müssen wir etwas dagegen machen. Und zwar machen wir da einen Tank und gehen da so eine Maschine drauf. Das ist eine Redstone-Maschine, die könnte man auch an die hängen, ist aber viel zu schwach. So, jetzt pumpen wir das einfach ab. Plutsch. Und da füllt es ein. Und aus da, von dem aus können wir es dann wieder nehmen. Zum Beispiel mit Kessel oder mit Zellen oder mit Fläschchen. Und ich habe schon geschaut, was man daraus machen kann. Und zwar sind das Wooden Tie. Sonst nichts wirklich. Und aus Wooden Tie muss man in diesem Mod eben Gleis machen. Wir brauchen aber zuerst noch Standard Rails. Ja. Das macht man in einer Rolling Machine aus 6 Eisen. Es ist also... Ist es billiger? Ich weiß nicht, ich glaube es ist ein bisschen billiger. Plus man kann auch anderes Material nehmen. Da. Man kann ein ganz anderes Material nehmen. Also alles, was ein bisschen rumliegt, was man nicht braucht. Zum Beispiel das Aluminium, wo ich nicht weiss, für was es sonst sollte. Tungsten geht gerade auf, viel. Titan auch. Also, man kann es brauchen. Allerdings noch nicht jetzt. Wir machen zwar bald mal eine Maschine, Gleis und Zeug, um durch den Nether durchzufahren, aber im Moment nicht. Also ihr seht, ich habe jetzt viel zu viel und es macht einfach immer noch nichts. Wir werden dann aber die Maschine beobachten und schauen, wie viel schneller das sie ist. Ja, und sonst, ich bin einfach am Farmen gsi. Ein bisschen da, ein bisschen Sticky Resin, ein bisschen Kaktus, Potatoes, Weizen und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht sollte ich da noch ein bisschen Wasser her tun, aber das ist nicht sehr wichtig im Moment. Man könnte jetzt da nur das Ober abschlagen und sie würde glaube ich wieder nachwachsen. Aber ich finde es einfacher, wenn man es gerade so macht. Da hat man gerade mehr und man muss sowieso warten, bis das Zeug wieder wächst. Ich habe mir da noch ein bisschen Stege gemacht, dass ich immer schön schnell zurückgehen kann. So faul wie ich ja bin. Ja, und jetzt chill ich einfach noch ein bisschen und wir sehen uns später wieder bestimmt.